Servus, Glück auf und herzlich willkommen zur weiteren FC Bayern Talk oder zum ersten FC Bayern Talk in der neuen Saison. Ja, Leute, diesmal reden wir über das Supercup-Finale. Ich weiß gar nicht, warum Supercup-Finale heißt, aber es gibt ja keine Vorrundenspiele oder sonst was, keine Ahnung. Einfach zum Talk zum Supercup-Spiel. Erstmal, ich denke, verdient gewonnen. Das ist so das Endfazit, was wir schon mal ziehen können. Und wir gehen da gleich ein bisschen genauer drauf ein. Bevor wir das tun, kleiner Hinweis in eigener Sache. Tipp, ZCT, Zagos Community, Tippspiel. Wer daran teilnehmen möchte, ist kostenlos. Neue Bundesliga-Saison. Platz 1 bekommt 25 Euro Amazon oder Steam Gutschein. Platz 2 15 und Platz 3 einen guten alten Zehner. Ich verlinke das auch in der Videobeschreibung. An den ersten Link haue ich das rein. Wenn ihr das Video seht, allerspätestens Montag, der 31. oder ist Montag schon der 1.8.? Ne, der 31. Ne, Montag ist der 1.8. Spätestens dann ist die Tipprunde zurückgesetzt und tippen. Ja. Ansonsten würde ich sagen, als neutraler Zuschauer würde ich sagen, wir haben ein sehr, sehr gutes Spiel gesehen. Mit 8 Toren. Ich denke von uns ganz, ganz starke 50, 55 Minuten. Dann ist Leipzig besser geworden und bei uns haben, ich will ganz klar sagen, einfach auch die Kräfte nachgelassen. Ne? Dass man Leipzig dann so einfach hat zurückkommen lassen, gehen wir gleich noch ein bisschen genauer drauf ein, war ein bisschen unglücklich, unnötig, aber ab da hat es Leipzig gut gespielt, muss man ganz klar sagen. Da war mehr Energie. Alles, was wir in der ersten Halbzeit kontrolliert haben, haben wir in der zweiten, also ab der 55. Minute, nicht mehr kontrolliert. Wir sind nicht mehr so in die Zweikämpfe gekommen. Wir waren nicht mehr so spritzig. Gerade auch so ein Kimmich oder so ein Sabitzer hat man das ganz stark angemerkt. Mané, generell die Mannschaft war aber nicht mehr so spritzig. Ich weiß nicht, ob es nur an der Fitness liegt oder auch ein bisschen vom Kopf her war, wenn man da mit 3:0 aber aus der Pause kommt. Aber die ersten 10 Minuten waren halt echt okay. Ne? Da haben wir eigentlich das Spiel im Griff gehabt. Weiß ich nicht. Schwer zu sagen. Ich denke eigentlich, es war mehr so eine Konditionsgeschichte. Am Ende des Tages muss man sagen, dass wir dann nach einer gewissen Zeit doch versucht haben, gegenzuhalten. Die Wechsel haben dann auch ein bisschen reingespielt. Die Wechsel waren in meinen Augen wieder komplett unglücklich vom Nagelsmann. Habe ich wieder so gar nicht verstanden. Ja, ich fand zum Beispiel, dass ein Mané schon nach 50 Minuten mehr als platt war. Hat man ganz klar gesehen. Hat dann die Spritzigkeit gefehlt. Ja, so die letzten 10 Minuten hat er echt gebissen, hat echt hinten mitgeackert, hat gezeigt, warum er diese Art Spieler ist. Da musste er mit Sicherheit auch über seine Schmerzgrenze gehen. Aber das hätte man verhindern können. Warum nimmt man Musiala raus? Also der beste Spieler auf dem Feld nimmt man dann nach 59 Minuten vom Platz. Sorry, nein. Ja, erstmal ist er der Jüngste. Kann die Belastung also wohl ganz gut wegstecken, hätte ich behauptet. Keine Ahnung, habe ich nicht verstanden, den Wechsel. Bin ich ganz ehrlich. Wie gesagt, ich hätte Mané runtergenommen. Ich denke, er hat bis dahin ein gutes Spiel gemacht. Hat gute Szenen gehabt. Hat natürlich in der zweiten Halbzeit auch nochmal die eine oder andere Szene gehabt. Hat man aber auch gesehen, ja, dass einfach so die 100% Fitness nicht mehr wirklich da war. Da weiß ich nicht, ob man da das Risiko eingehen muss, was man da eingegangen ist. Aber gut, war halt so. Am Ende des Tages haben wir 5-3 gewonnen. Am Ende des Tages gibt der Erfolg den Nagelsmann recht. Aber dass man halt so nochmal in Anführungsstrichen einbricht, jetzt gar nicht so von Einbruch reden würde. Also das erste Gegentor, weiß ich nicht, was der Neuer sich dabei gedacht hat. Also Neuer war heute eh schlecht. Das war das schlechteste Neuer-Spiel,
was ich seit Jahren gesehen habe. Also den Eckball muss er einfach halten. Ja, Punkt. Ich weiß nicht, was er macht. Hat er gedacht, das Tor steht 1 Meter weiter rechts oder was? I don't know. Er braucht eigentlich nur den Arm ausfahren. Dann wird dann über der Latte gelenkt. Also der Ball war jetzt nicht straff oder sonst was, ja. Keine Ahnung. Kann aber mal passieren. Alles gut, gar kein Problem. Aber auch das dritte Tor. Also kurze Eck ist Torwart-Eck und ja, da muss er halt einfach da sein. War er auch nicht da. Dann danach die Chance, wo der Ball in einmal durch den Strafraum läuft, wo er da irgendwie so halbherzig hingeht. Schwierig. Also Neuer war heute nicht gut. Auch sein Ausflug da in der ersten Halbzeit da, also was dann der Sabitzer gerettet hat, weiß ich nicht. Also Neuer war gefühlt oder ist gefühlt noch nicht auf der Höhe seines Leistungszenits, hätte ich jetzt behauptet. Aber gut, da sind wir schon in der Spieleanalyse, da gehen wir gleich nochmal ein bisschen drauf ein. Ansonsten, wenn wir mal auf unser Spiel drauf eingehen, ich würde sagen, die ersten 45 Minuten bärenstark. Ja, man hat gesehen, wir sind da, wir sind präsent, wir wollten, wir haben gepresst. Alle Mann. Ich weiß nicht, wer es in den Kommentaren geschrieben hatte, von wegen, wer die Tore kompensieren soll. Ich denke, auch mit dem Lewandowski hätten wir heute auch nicht mehr wie 5 Tore geschossen. Wir haben 5 Tore geschossen ohne einen Lewandowski. Habe ich ja auch schon geschrieben gehabt in den Kommentaren. Ich mache mir da gar keinen Kopf. Man hat heute schon ansatzweise gesehen, wie unser Spiel aussehen kann und wie es wahrscheinlich aussehen wird. Und ich denke, da werden wir einiges an Freude dran haben. Eine andere Sache, die mir in dem Spiel aufgefallen ist, was auch in den Kommentaren mal eine Diskussion war, auch schon ein paar Wochen her, wo ich gesagt habe, Alphonso Davies ist jetzt so nicht der defensiv stärkste linker Verteidiger. Ich denke, das hat man heute auch ganz klar gesehen. Gerade dann in dieser Phase, wo Leipzig ab der 55. Minute da war, er wurde auf seiner Seite halt von Silva nass gemacht. Das muss man mal knallhart so sagen, ja. Er hat 1, 2 Bälle, konnte er hinten klären. Einen konnte er gar nichts dafür, ist er halt reingelaufen, ist auf seinen Rücken gefallen, aber ansonsten hat er defensiv einfach keinen Schnitt gemacht. Ja, muss man mal ganz klar so sagen. Aber auch da würde ich es aus einer Kombination von Fitness und der Tatsache, dass wir so hoch geführt haben, sehen. Also ich würde ihm da jetzt keinen Vorwurf machen. Ich würde sowieso keinen Vorwurf machen. Das ist immer schwer so nach so einer kurzen Vorbereitung. Und dafür haben wir es wirklich 55 Minuten sehr gut gemacht, ja. Und man muss halt auch über die anderen 35 Minuten reden, weil das kann man halt auch. Ja, man muss Leipzig nicht so zurückkommen lassen. Dass, wenn die ein Tor machen vor eigenem Publikum, wo wirklich super Stimmung war, dass sie sich da nochmal einen Arsch aufreißen und alles versuchen, ist auch klar. Aber dann kann man das trotzdem noch ein bisschen Tick cleverer und ruhiger spielen. Aber ich denke, gerade in dieser Phase haben wir gesehen, ja, dass Kimmich und Sabitzer halt auch komplett überfordert waren. Ja, die standen dann beide nebeneinander auf der 6. Ja, aber standen auch nur, haben nur hinterhergelaufen, haben nicht mehr versucht, irgendwie Bälle abzufangen oder so. War schwierig. Kimmich war dann so nach 10, 15 Minuten so wieder ein bisschen besser im Spiel, hat wieder ein bisschen mehr gefightet. Vom Sabitzer war leider gar nichts mehr zu sehen. Dafür hat er die ersten 55 Minuten wirklich bärenstark gespielt. Ja, da war er besser als Kimmich, muss man ganz klar sagen. Hat sich in jeden Zweikampf gehauen, hat immer versucht zu pressen. Immer wenn einer am Mann dran war, war er immer der Zweite, der dazugekommen ist und geholfen hat, Ball zu erobern. Auch, wie gesagt, hat er auch das Ding geklärt, wo Neuer da draußen war und da an der Seitenlinie rumgeeiert ist. Was er in der zweiten Halbzeit auch nochmal im 16er hatte, so ein Ding da. Also ganz, ganz komische Leistung halt vom Neuer. Hat er mir echt gut gefallen. Und da hat man den Leimer, ich habe heute mal ein bisschen so auf den Leimer geachtet, weil ich kann den halt gar nicht einschätzen. Hat man den Leimer halt gar nicht gesehen. Wa? Zweite Halbzeit war der Leimer dann gerade so die letzten 30 Minuten war der bärenstark. Also da hat man schon gesehen, warum Nagelsmann an ihn Interesse hat. Keine Ahnung. Meine Meinung steht trotzdem dazu. Wenn ich sehe, was Leipzig da an Geld haben will, nein. Ja, mit ein Jahr, dann soll er ein Jahr in Leipzig bleiben, ist alles gut, kommt dann nächstes Jahr ablösefrei, dann haben wir doch einen super Spieler nächstes Jahr ablösefrei und dann ist doch alles schicki. Sehe ich nicht, da irgendwie 20 plus Millionen zu zahlen. Also keine Ahnung, der hat ein Jahr Vertrag, ganz ehrlich. Ja,
Da sagt man halt 15 oder nee, dann halt nicht. Dann halt nächstes Jahr, wenn er unbedingt zu uns will. Wenn er nicht unbedingt zu uns will, dann wird es halt nichts. Gut ist. Wir haben 4 Spieler auf dieser Position. Mit Musala hätten wir 5. Klar sind das andere Spielertypen. Würde wahrscheinlich schon gut passen bei uns. Aber ganz klar muss man auch sagen, hätten wir auch definitiv ein Überangebot. Ja, und ich weiß nicht, wenn der Sabitzer auf diese Leistung aufbaut und die auch über 90 Minuten bringt, die er heute gebracht hat, kann ja auch eine Verstärkung sein, ja. Mal ganz klar so sagen. Ja, ansonsten, was gibt es zu unserem Spiel zu sagen? Ich sagte, die ersten 55 Minuten, gerade erste Halbzeit, Bären stark. Schöne Kombination, aber auch defensiv. Ja, wir haben defensiv nichts anbrennen lassen. Upamecano, ganz seriösen Stiefel gespielt. Hernandez sowieso. Ja, Pavard war so ein bisschen wackelig zwischendrin. Aber also wir haben Leipzig gar nicht ins Spiel kommen lassen. Ja, die haben auch gar keine Kombination gehabt. Wir haben ja teilweise schon unsere Linie 20 Meter in der eigenen Hälfte, 30 Meter in der eigenen Hälfte, hat Leipzig den Ball schon verloren. Ja. Das über die ganze erste Halbzeit. Also das war schon eine bärenstarke Leistung. Ich hatte dann schon die Sorge so, dass die Kraft so ein bisschen dahin geht in der zweiten Halbzeit. Aber das war ja gar nicht der Fall. Wir waren trotzdem hochkonzentriert rausgekommen. Wo man dann gesehen hat, jo, wir können jetzt nicht mehr so dagegenhalten, hätte ich mir halt gewünscht, dass der Nagelsmann halt einfach direkt alle Mann auswechselt und einfach die Neuen reinbringt. Es ist ja nicht so, dass sie keine Qualität haben. Ja, man hat es ja dann gesehen. Und De Ligt, ich nenne ihn jetzt mal De Ligt, ich weiß nicht, wie man, ob Delight oder Delete oder was weiß ich, wie die den alle aussprechen, De Ligt und gut ist. Hat für mich einen sehr, sehr guten Eindruck gemacht, ja. Kam rein, war gleich präsent, hat gleich angetrieben, hat gleich da auch ein bisschen Ordnung reingebracht, hat mir sehr gut gefallen. Gerade dann in dieser Phase war es schwierig, wo wir nur unter Druck waren, muss man mal ganz klar sagen, ja. Also schwer dann als Innenverteidiger reinzukommen. Das war halt in der ersten Halbzeit gar nicht so der Fall. Wäre das alles ein bisschen einfacher gewesen. Hat mir gut gefallen. Ich denke, wenn da die Fitness da ist oder wenn bei allen, die da sind, die Fitness kommt und wenn die Neuen noch ein bisschen integrierter werden, denke ich, werden wir viel, viel Freude an dem Kader haben. Gut, ich würde sagen, wir schmeißen mal einen Blick in die Statistiken, wie ihr es gewohnt seid hier. Ich habe mir selber noch nicht angeguckt. Ja, 5-3 war. Tore ist klar. Musala, Mané, Pavard, Gnabry, Sané. Statistiken, Ballbesitz 41:58. Wenn wir 58 haben, keine Ahnung, hatten wir in der ersten Halbzeit wahrscheinlich 70. Da wäre mal eine Unterteilung in erste und zweite Halbzeit, würde ich mir hier mal wünschen auf der Seite in unserem Club. Abseitsstellung 5-7, da können wir auch gleich ein Wort zu sagen. Also ganz ehrlich, also das erste Abseitstor von Mané war für mich eben kein Abseits. Das zweite, klar, war ein klares Abseits, war ein halber bis Meter, aber das erste war niemals Abseits. Also ich weiß nicht, da wieder diese Millimeter, wo du das Band da anhältst. Also ganz ehrlich, diese Entscheidung sollte man halt einfach mal wie früher für den Stürmer werten. Für mich war es kein Abseits, also ganz ehrlich nicht. Ganz komisch. Fouls 14-12, da haben wir uns nichts getan. Zweikämpfe haben wir immer noch 53% gewonnen. Zwischenzeitlich waren wir da echt schwach. So zwischen der 55. und 80. waren wir nicht wirklich präsent. Danach haben wir uns wieder reingebissen, lag dann auch an den frischeren Kräften, die auf dem Feld waren. Schüsse aufs Tor 4-8, Schüsse insgesamt 9-12, Ecken 6-4, angekommene Pässe 291:483, Flanken 8-7. Boah. Schüsse insgesamt, Mané 2. Also ich habe von Mané ein Tor gesehen. 2 Schüsse, die daneben gingen, plus 2 Abseitstore. Also weiß ich jetzt, wie weit hat hier mit Schüsse gemeint, vielleicht aufs Tor. Aber selbst dann die Abseitstore waren dann auch aufs Tor wenigstens. Oder? Werden die da nicht gewertet? Ich weiß es nicht. Sei mal dahingestellt. Torschussvorlagen, ja, das sieht uns auch nicht wirklich. Gewonnene Zweikämpfe ist vielleicht ganz interessant. Davis 9, Musala 9, Sabitzer 6. Wiege das auch wieder. Davis war auch stark, gerade die erste Halbzeit, auch zum Start der zweiten Halbzeit. Aber umso länger das Spiel ging, umso schlechter wurde er in der Welt einfach, meines Erachtens nach.
Musala, habe ich gesagt, guck mal, er hat so viel gewonnene Zweikämpfe nach 59 Minuten. Ja, also, I don't know, warum man den auswechselt. Ganz komisch. Ballkontakte 91 Hernandez, Upamecano 87, Davis 87. Gefoult worden, ja, können wir uns schenken, weiß jetzt nicht. War interessant. So viel einfach mal zu den Statistiken. Ja, ich gebe mal meine Abschätzung zu den Jungs ein. Ich würde Neuer heute eine 4 geben. Das ist dann noch mit Wohlwollen. Hab vorhin schon mal angerissen, warum. Einmal der Ausflug in der ersten Halbzeit, ja, der war komplett überflüssig. Dann hat er nochmal so einen Ausflug im 16er gehabt in der zweiten Halbzeit, was auch kompletter Dummfick war. Das hätte er sich auch schenken können. Wie gesagt, meines Erachtens nach muss er das Eckballtor muss er halten. Das dritte Tor aufs kurze Eck, ja, ist halt Torwart-Eck. Muss er eigentlich auch irgendwie abdecken. Natürlich aus kurzer Distanz immer schwer, logisch, aber Torwart seiner Klasse kann man das, glaube ich, schon mal erwarten. Ansonsten heute nicht so wirklich sicher irgendwie. Weiß ich nicht. Ich denke einfach, da fehlt einfach noch ein gewisser Fitnesslevel. Pavard hat mir am Anfang ganz gut gefallen eigentlich. War aber Licht und Schatten, würde ich sagen. Hat das Tor dann gemacht, ja, das hat mich gefreut. Aber irgendwie, ich habe so das Gefühl, wenn es noch einen Wechsel gibt in der Innenverteidigung, wird es wahrscheinlich der Pavard werden. Was ich irgendwo schade finden würde, weil er halt auch rechter Verteidiger spielen kann, ist halt die Frage, ob er das noch möchte. Ja? Aber das werden wir in den kommenden Wochen sehen. Fonsi hat für mich, wenn wir eine Note geben müssten, würde ich eine 3- geben. Hat, wie gesagt, die erste Halbzeit hat super gespielt. Umso länger das Spiel ging, hat man aber gemerkt, der Kräfteverschleiß ist auch da. Er wurde immer unkonzentrierter. Wie gesagt, wo das Silva eingewechselt wurde, hat er gar keinen Stich mehr gesehen. Wurde da schwindelig gespielt. Ist aber, wie gesagt, das ist alles auch ein bisschen der Fitness geschuldet. Da kommt da so ein Silva rein, der voll frisch ist und ja. Hernandez würde ich eine 3 geben, hat mir sehr gut gefallen, hat wieder gebissen. Ja, war schwer dann. So die reine Defensivleistung in den ersten 55 Minuten gab es halt gar nicht. Ne? Da waren Upa und Hernandez halt ganz, ganz selten mal gefordert. Ja, wie gesagt, ich würde eine 3 beim Hernandez geben. Upa würde ich auch eine 3 geben. Musala würde ich ganz klar eine sehr, sehr gute 2 geben. Müller würde ich auch eine 2 geben. Ich denke, man hat auch gemerkt, wo Müller dann raus war, dass wieder so ein kleiner Bruch vorne drin war, dass nicht mehr so die. Ja, auch nachdem Musiala schon raus war, aber dass dann nicht mehr so die Kommandos da sind und so, da wird auch Zeit, dass das ein zweiter Spieler da in die Hand nimmt, da vorne dann, wenn so ein Müller mal vom Platz ist. Aber ich denke, das wird auch noch werden. Sabitzer hat mir die ersten 55 Minuten sehr gut gefallen. Würde ich heute eine 3 attestieren. Leider dann auch so wie die komplette Mannschaft. Aus meiner Sicht ist es sehr wahrscheinlich fitnessbedingt dann auch wirklich abgetaucht. Hat aber trotzdem noch versucht, sich reinzufeuern, wenn es irgendwie ging in die Zweikämpfe. Also da kann man ihn gar keinen Vorwurf machen. War auf jeden Fall die beste Leistung, seitdem er bei uns ist. Meines Erachtens nach. Gnabry und ich ist ja immer so ein spezielles Verhältnis in der Bewertung. Von daher würde ich ihm heute mal eine 3 geben. Klar, hat das Tor gemacht, aber das sollte man ja auch annehmen. Hat so zwischendurch wirklich gute Szenen gehabt. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, wenn er mehr in der Mitte spielt, hat er auch ein bisschen mehr Bock, mal mit was nach hinten zu machen. Also zwischendurch hat er mal was mit nach hinten gemacht, das hat mir gefallen. Zwischendurch aber halt auch wieder nicht und dann war er auch echt wieder teilweise viel abgetaucht. So, ne? Vorne, weiß ich nicht. Aber hat sein Tor gemacht, ja, und von daher, ja, sagen wir mal eine gute 3, wa? Kimmich habe ich heute auch mit Licht, viel Schatten und dann zum Ende hin wieder mit Licht gesehen. Hat sich dann reingebissen. Erste Halbzeit war er nicht so stark wie der Sabitzer. Ja, da war viel Leerlauf drin. Aber es ist auch immer, wenn Kimmich einen Mann auf den Füße stehen hat. Ja, dann hat er immer diese Spiele. Ja, das habe ich ja schon mal analysiert in der letzten Saison. Ich weiß gar nicht, ob das auch gegen Leipzig war. Aber wenn du den Kimmich einen auf die Füße stellst, hat Kimmich es schwer ins Spiel zu kommen. Ja, das merkt man dann halt auch. Klar, dann hat er sich zwischendurch mal wieder ein bisschen weiter zwischen die Innenverteidiger fallen gelassen, dass er auch mal einen Ball kriegt und so.
Und dann, wo wir halt unter Druck standen, war er mit Sabitzer halt einfach nur hinten drin gestanden irgendwie und haben keinen Zugriff mehr gekriegt, waren immer zu spät hinten dran. Ist natürlich auch schwer, wenn du hinten stehst als Sechser oder als Doppelsechs und die kommen dann da angerollt. Sollte man schon irgendwie offensiv verteidigen, was versuchen, aber das ging halt gar nicht komplett als Mannschaft nicht in dem Moment. Ne? Von daher kann man da den beiden jetzt auch nicht alleine einen Vorwurf machen. Hat sich aber zum Ende hin dann wieder reingebissen. Hat wieder mehr dagegen gehalten, war dann auch auffälliger wie Sabitzer. Ja, von daher würde ich ihm auch eine 3 geben. Mané war für mich auch eine ganz klare 2. Habe ich auch schon gesagt, so ab der 55. Minute hat man aber auch gemerkt, so bei ihm ist echt so die Luft raus. Ne? Was man ihm dann hoch anrechnen muss, er hat trotzdem noch die Wege gemacht, hat auch dann noch die Chancen gehabt, aber nicht mehr so mit dem, ja, mit der Power, denke, das hat man gesehen, aber dass er dann so die letzten 10, 15 Minuten, wo es wirklich wichtig war, dann an der eigenen Mittellinie war und da in die Zweikämpfe gegangen ist, das kann man ihm gar nicht hoch genug anrechnen, finde. Da ist er mit Sicherheit über seine Grenzen gegangen. Wie gesagt, ich habe es nicht verstanden, warum man ihn nicht ausgewechselt hat. Wäre völlig okay gewesen, ja. Ein Spiel bis dahin gemacht. Hat danach auch noch die Chancen gehabt, ja, so ist ja nicht, aber ich denke, man hat gemerkt, so dass einfach so ein bisschen Frische gefehlt hat. Die Einwechslungen, ja, das ist immer schwer, irgendwie ein bisschen zu beurteilen. King können wir noch beurteilen, er war über eine halbe Stunde oder mit Nachspielzeit fast 40 Minuten auf dem Platz. War schwach. War schwach. Anders kann ich es. Für einen King war es schwach. Ja, war kaum zu sehen. Hat dann ein, zwei Aktionen gehabt. Man muss fairerweise auch sagen, dass es undankbar ist, wenn du dann in diese Phase reinkommst, wo Leipzig am Drücken ist, ja. Als offensiver Spieler. Hat dann defensiv mitgearbeitet, das hat mir gut gefallen. Hat also da auch keinen leichten Stand gehabt, sich da irgendwie zu zeigen. Ja, wäre dann in der ersten Halbzeit, hätte das natürlich ein bisschen anders ausgesehen. Ja. So am Drücker gewesen wären. Von daher schwierig zu beurteilen, deswegen benoten werden wir das nicht. Matthias de Ligt, sagte, habe ich ja gesagt, für die paar Minuten, die er da war, hat mir auf jeden Fall von der Körpersprache gut gefallen, auch leicht Anweisungen gegeben und so, das hat mir echt gut gefallen. Mats Rui, schwer zu beurteilen. Man hat gesehen, dass er viel offensiver ist wie ein Pavard. Er war halt in den paar Minuten, die auf dem Platz war. Und das in der Phase, wo Leipzig eigentlich am Drücken war, war er auf jeden Fall zweimal hinten an der Außenlinie. So ein Pavard halt nie siehst. Ja, das hat mich schon so an so einen Lahm erinnert, der halt auch mal auf die Außen bis an die Grundlinie gegangen ist. Ja, das hat mir sehr gut gefallen. Wenn der bei uns ankommt und sich integriert und so, ich denke, da werden wir richtig Spaß dran haben. Gravenberch hat einen schwierigen Einstand gehabt, ja. Hat natürlich auch irgendwie, sollte er die 10 spielen oder ich weiß nicht genau, irgendwie sowas. Oder halb rechts offensiv oder so. Hat einen schwierigen Einstand gehabt, konnte nicht wirklich zeigen, was er kann. Hat ein, zwei Ballverluste gehabt, auch in den Zweikämpfen war er ein bisschen unglücklich. Schwer zu beurteilen, müssen wir mal abwarten in den kommenden Spielen. Dann haben wir noch Sané. Ja, Sané hat das Tor dann gemacht. Vorher auch Licht und Schatten. Ja. Man hat wieder gesehen, so, ja, ich bin der beleidigte Junge, ich bleibe jetzt einfach stehen. Auf der anderen Seite hat man auch 2, 3 Mal gesehen, dass er nicht stehen geblieben ist und wirklich den Zweikampf geführt hat. Das sollte er halt einfach immer tun. Ja, dann läuft das auch wieder. Ja, zum Nagelsmann. Oder erstmal nochmal, ich denke, man hat heute schon gesehen, ich meine, wir haben gegen Leipzig gespielt, das jetzt auch keine Laufkundschaft ist. Ja, wir haben 5 Tore ohne einen Lewandowski gemacht. Ich sehe es jetzt nicht, dass wir noch sagen müssen, ja, wir brauchen jetzt noch den Oberneuner oder was weiß ich. Wir haben noch unseren Willem Tell, ja, der noch nicht spielberechtigt war. Ja, was würdest du jetzt nochmal irgendeine Granate von Stürmer verpflichten und den da vor die Nase setzen? Ich meine, guckt euch unser Offensivpotenzial an. Wenn du ihn dann noch dabei rechnest und dann nochmal einen Schupo dabei rechnest, der ein paar Minuten kriegt. Ja, man muss nicht für irgendwie so ein Talent mit allen Bonuszahlungen wahrscheinlich 30 Millionen ausgeben, je nachdem wie er einschlägt, wie viele Spiele, Tore er machen wird. Und dann da irgendwie einen gestandenen Stürmer vor die Nase stellen, das sehe ich nicht wirklich. Ich denke, man hat heute ganz klar gesehen, dass Mané hat heute vornehmlich den Neuner gegeben, ab und wann mal ein bisschen ruschiert.
ähm, hat man gesehen, dass er es ganz klar spielen kann. Ja. Vielleicht nimmt man ihm da ein bisschen die Stärke, so von außen zu kommen. Ja, mag sein, aber ich denke, man hat ganz klar gesehen, dass das geht. Und auch, dass die sich da mal ein bisschen abwechseln können. Und ich denke, wir können da Spaß dran haben. Zumindest in der Bundesliga sollte das locker reichen. Wie es dann international gegen große Mannschaften ausschaut, wird man dann sehen. Allerdings sehe ich das jetzt nicht zum Nachteil, wenn da 3, 4 verschiedene Spieler immer wieder abwechselnd im Strafraum da stehen. Solange die Positionen besetzt sind, die ein Neuner besetzt, wenn es auch mal vom Musala oder sonst wen ist doch alles gut. Also von daher mache ich mir da relativ wenig Sorgen. Zum Thema Nagelsmann, ja, ich hätte mir einfach, ich meine, er kennt ja die Mannschaft mit am besten. Also ich denke, er wird ja auch gewusst haben, dass es wahrscheinlich nicht von der Frische her für 90 Minuten reicht. Und da hätte ich mir einfach gewünscht, dass man dann in der 60. halt kompletten Wechsel durchführt, die man durchführen kann. Weil ich denke, man hat dann gesehen, wo dann die beiden nochmal reinkamen, Mazrui und De Ligt. Ja, dass es dann ab dann auch wieder ein bisschen stabiler war, ein bisschen besser war, ja. Das waren halt nicht mehr die hintere Reihe stehen K.O. Und ich denke, das hat schon ein bisschen was bewirkt und das hätte man halt einfach komplett in der 60. Minute machen können. Dann hätten die auch noch ein bisschen mehr Spielzeit gekriegt. Das habe ich nicht ganz verstanden, aber gut. Am Ende des Tages bin nicht ich der Trainer, sondern der Julian. Und wir haben 5-3 gewonnen, wir haben das Ding geholt und damit ist alles gut, ne? Ich denke, als neutraler Zuschauer hat man ein super Spiel gesehen mit 8 Toren. Als Bayern-Fan haben wir auch ein gutes Spiel gesehen mit 5 Toren. Wir haben vorne gesehen, wie wir immer sind, außer dass die Tore jetzt ein bisschen anders herausgespielt werden. Und wir haben hinten auch gesehen, wie es die ganze letzte Saison war, wa? Wobei man da heute ein bisschen Abstriche machen muss. Wie gesagt, das Ding muss der Neue halten. Dann Elfer, ja, bisschen unglücklich vom Pavard. Aber gut, er wollte sich halt dazwischen schmeißen, mein Gott. Brauchen wir auch nicht drüber streiten, dass es ein Elfer war, logisch. Und das dritte Ding ins kurze Eck, ins Torwart-Eck, ja, schwierig. Auch bei der Ecke schon, der Kopfball könnte man ein bisschen besser verteidigen. Ja, am Ende haben wir es nach Hause gefahren, das ist so das Wichtigste. Ja, wenn es nur ein Spiel ist. Gerade so Vorbereitung, ich sehe das jetzt noch als Vorbereitung, auch wenn schon die DFB-Pokalspiele sind, ja. Aber was haben wir jetzt gehabt? 2 Wochen, 2,5 Wochen Vorbereitung mit einer USA-Reise, mit Mané, der in Afrika war. Schwierig auch wieder, ne? Wieder schwierig dieses Jahr. Gibt es noch die bekloppte Winter-WM, also das wird alles nicht so einfach werden. Von daher hätte ich auch kein Problem damit, wenn kein Spieler mehr wechselt von uns. Gut, vielleicht ein Zirkzee, der noch gehen wird vielleicht. Oder wenn Pavard bleibt, kann man vielleicht darüber nachdenken, Nianzou auszuleihen. Wäre doch auch nicht so schlecht, dass der immer ein bisschen Spielpraxis woanders kriegt. Und ja, dann hätten wir doch einen guten Kader und wir werden die Leute brauchen. Also nach der Winter-WM wird es ja erst richtig knackig dann. Ja, schauen wir mal. Also mir hat es auf jeden Fall sehr gut gefallen heute. Stimmung war super. Von beiden Lagern hat mir sehr gut gefallen. Gerade für so den Supercup ist ja immer so ein bisschen belächelt, so als Vorbereitungsspiel. Ich denke, heute hat man gesehen, dass es kein Vorbereitungsspiel war. Beide Mannschaften haben sich richtig reingeknallt. Auch in die Zweikämpfe, da gab es nicht irgendwie, keine Ahnung, ich ziehe mal zurück, ist irgendwie ein Vorbereitungsspiel oder sowas. Hat mir sehr gut gefallen. Konnte man sehr gut angucken. Ja, und wir haben ein gutes Spiel von unserer Mannschaft gesehen. Am Ende des Tages. Wie gesagt, hätte der Neuer normale Leistung gehabt, wäre das Spiel auch nicht mehr so spannend geworden. Dann wäre die Ecke nicht reingegangen. Ja, dann hätte Leipzig vielleicht in der. Wir haben ja trotzdem die Gänge ein bisschen zurückgefahren, sind müde geworden und so weiter. Wahrscheinlich hätte Leipzig trotzdem 2 Tore irgendwie gemacht, aber wahrscheinlich erst ein bisschen später und dann wäre es nicht mehr. So beim 4-3 wurde es ja dann nochmal richtig eng und so. Das wäre dann nicht passiert, bin ich mir sicher. Aber wie gesagt, für die Zuschauer ein schönes Spielchen, für uns auch ein schönes Spielchen. Ich denke, wir haben gewisses Potenzial gesehen, wo es hingeht, offensiv. Und defensiv, ja, ist Verbesserungspotenzial da. Wobei ich das gar nicht auf die Innenverteidiger jetzt schieben würde. Die haben mir allesamt sehr gut gefallen. Ich denke, da war dann so, dass die beiden Sechser einfach hinten drin stehen. Das habe ich verstanden in dieser Phase. Hätte wenigstens einer rausschieben müssen.
und schon Leipzig vorne anlaufen müssen, das habe ich nicht ganz verstanden. Generell, dass wir dann als Mannschaft auch so tief standen, deswegen sage ich ja, das wird einfach eine Frage der Fitness gewesen sein. Ja, man hat sich dann gesagt, komm, wir sparen jetzt mal ein paar Körner, eine Viertelstunde, 20 Minuten und stehen mal ein bisschen tiefer. Ja, ist halt so, ist ein Vorbereitungsspiel. Ich denke, da müssen wir nicht zu viel hineininterpretieren. Ich bin guter Dinge für die Saison und ich freue mich, wenn ich De Ligt mal ein ganzes Spiel sehe. Ich denke, da geht einiges, obwohl mir der Upa heute auch gut gefallen hat. Wie gesagt, ich würde gerne die Dreierkette sehen, beziehungsweise Fünferkette mit zwei sehr, sehr offensiven Außenverteidigern und dann die Dreierkette hinten würde ich schon feiern. Also eine Dreierkette mit Upa, De Ligt und Hernandez wird mir persönlich sehr, sehr gut gefallen. Weil dann brauchst du auch nur einen Sechser. Da muss er nicht da mit, was wollen wir im Moment spielen? 2-2-2-3 oder was? Ja, weiß ich nicht. Also dann reicht ein Sechser, der auch ein bisschen offensiver sein kann, wenn wir hinten mit einer Dreierkette spielen. Mal schauen, ich bin sehr gespannt. Wir haben auf jeden Fall viele taktische Möglichkeiten, auf die ich mich sehr freue. Und ich denke, auf die wir uns alle sehr freuen können. Und in diesem Sinne, Leute, schreibt mir gerne eure Meinung rein. Ja, gerade vielleicht auch zum Thema Gnabry. Ich bin da ja immer ein bisschen kritischer. Ich weiß nicht warum. Das ist einfach so. Aber auch zu dem einen oder anderen Spieler oder auch zu den Auswechslungen wird vielleicht der eine oder andere ein bisschen anders sehen. Was auch völlig okay ist, ja. Hier geht es ja nur darum, dass ich ein bisschen meine Meinung teile. Und die kann man entweder teilen oder nicht. Und in diesem Sinne, bleibt gesund. Rot-weiße Grüße gehen raus. Und wir hören uns beim nächsten Spiel wieder. Tschüssi.